Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir befinden uns momentan in der ewigen Ruhestätte. Oh, falsch geklickt. In der ewigen Ruhestätte. Und ich habe so 2, 3 kleine Pläne, die ich gerne durchziehen in dieser Folge. Und zwar würde ich gerne einmal da unten etwas anschauen gehen. Soweit ich da was mitbekommen habe, sollte sich da eigentlich ein Zwischenweg befinden. Und wiederum würde ich dann gerne einmal bei der Stadt, nein, nicht bei der Station der König, da bei der Palast gründen, würde ich gerne mal den Geist hier herausfordern. Aber ich würde sagen, ich blabbere nicht so lange rum, sondern wir versuchen doch direkt einmal ins Spiel reinzustarten. Let's go! So, das heisst für mich einmal alles komplett abwehren. Und dann mal güchseln, ob man dort etwas findet. Ach, so schön ruhig ohne Münsterli da. Ziemlich nice. Hä, was ist das da? Ah! Ah, okay. Alles klar. Bin ich da überhaupt schon mal gewesen, frage ich mich. Das habe ich schon mal einen Schaden genommen. 2 sogar! Der macht mir 2 Schäden aufs Mal. Hey, dass ich jetzt einfach den Zwischenweg einfach so gefunden habe. Ich habe gedacht, das muss man ein bisschen länger suchen. Aber wie es aussieht, mache ich mich da ziemlich gut. Wow, meine Spinneli sind einfach geil. Freude herrscht, Freude herrscht. Wo bin ich jetzt da? Da haben wir noch etwas zum Aufklopfen. Oppa! Nein! Schon wieder Schaden bekommen! Aber für einen Berg voller Taler. Nice. So, dann füllen wir aber lieber gemütlich nochmal schon das Leben an. Ich weiss eigentlich nicht genau, wo wir uns gerade momentan befinden. Alles klar. Beim Lift zur Stadt der Tränen. Nice. Haben wir wieder einen neuen Weg freigeschaltet. Ziemlich cool. Ziemlich cool. So, aber da vorne hat sie noch einen Weg komplett nach rechts gehabt. Den würde ich mir eigentlich gerne noch schnell anschauen. Und zwar diese hier. Wieder ein Berg voller Taler. Nice, aber das sieht auch wieder nach einer Wand aus, die man einschlagen kann. Dann machen wir doch das. Jetzt haben wir da... Da hat es nichts. Da hat es auch nichts, aber da geht es weiter. Oppa! Oppa, mehrere Fallen, ne? Okay, alles klar. Da muss ich ein bisschen in Acht nehmen. Oppa! Oh, das hätte jetzt so nicht müssen sein. Das hätte jetzt sowas von nicht müssen sein. Oppa! Oh, Lego mio. Komm, Spinneli, töte den! Nice! Kommt man da nämlich... Okay, betrachten! Journal eines Wanderers. Nice! Da haben wir ja schon mal wieder etwas gefunden, aber da muss ich wirklich aufpassen, die sind mich da ein bisschen am Veräppeln. Und da haben wir irgendeine Statue und nochmal etwas mit betrachten. Seelenfresser! Was ist denn Seelenfresser? Ein Sockel, hä? Wo ist der? Da oben! Seelenfresser, vergessen Artefakt der Schamane. Das noch lebendige Wesen Seele entziehen kann. Erhöht die Menge an Seelen bei einem Nageltreffer auf einen Gegner dramatisch. Nice, jetzt haben wir schon fast die komplett obere Reihe voll. Schon fast schon wie im Bingo. Mal schauen, was wir so als nächstes finden. Und dann würde ich mal sagen, dann haben wir da unser Soll erfüllt. Weil das ist das, was ich mir gerne anschauen wollte. Also ich habe einfach mitbekommen, dass da noch ein Weg existiert. Aber was genau das wir da finden, habe ich nicht gewusst. Und daher würde ich jetzt sagen, dann machen wir uns da wieder auf den Weg raus. Und ab zum... Oppa! Oh, ich sitze in der Sackgasse. Ich sitze in der Sackgasse. Aber was macht denn da so? Nein, ich komme noch rein! Ach, ich bin doch so eine blöde Nudel. Ich bin doch so eine blöde Nudel. Oh Mann. Hat es denn dort überhaupt noch etwas Spezielles gehabt? Ich glaub's eben nicht. Glaub's eben nicht. Dann lasse ich mich jetzt einfach einmal runterfallen. Und einmal abwärts, bitte. Und dann schauen wir uns die Geschichte nochmal von näher an, weil ich muss jetzt da meine Seele schnell einsammeln. Jetzt haben wir ja wieder so ein Löli. So, nice. Und meine Seele sollte sich auch eigentlich da oben befinden. Wo ist sie? Ah, da unten. Mag mich nicht weiterführen trauen, sonst taucht da wieder so ein komischer Stachelboden auf. Aber jetzt, wo wir ihn getötet haben, können wir ja wirklich eigentlich schnell güchseln, ob es da wirklich nichts mehr hat. Nein, sieht nicht danach aus, okay. Ist das einfach ein Gegner gewesen? Alles klar. So, dann würde ich sagen, dann wagen wir uns da wieder raus und gehen direkt mal zum Hirschkäferweg. Um mich an mein nächstes Problem machen. Und zwar würde ich gerne mal unbedingt gegen den anderen Geist kämpfen. Jetzt muss ich schon schauen, wo da der Hirschkäferweg ist. Ist das da? Ja, genau. Nicht, dass ich mich da komplett wieder verlaufe. Das wäre wieder so Löli-Verhalten von mir. So, reisen! Und zwar einmal zur
Bin mir jetzt unsicher. Ich glaube, Station des Königs war es schon gewesen. Ich muss nochmal schon angüchseln. Wenn ich dort am besten ankomme. Und zwar würde ich gerne da runtergehen. Nein, da muss ich wirklich Palast gründen. Palastgründe sind versteckte Station. Ja, alles klar. Ich nuddle, hey. Eigentlich sollte ich doch das langsam auswendig kennen, aber ich finde mich immer noch nicht zurecht hier in Hollow Knight. Das ist so gross und verzwickt und es kommen immer mehr und neue Sachen dazu. Warte, ich hocke noch schnell auf mein Bänkchen ab, weil wir weiss ja nicht, ob das jetzt funktioniert mit dem Kampf. Jetzt haben wir dann recht. Da haben wir gar kein Bänkchen, stimmt. Doch, da hinten. Alles klar. Alles klar. Und da haben wir auch nicht weiter können oder so, nicht, gell? Okay. Dann würde ich sagen, versuche ich mich mal jetzt nochmal gegen das Gespenst. Es hat jetzt die ersten paar Mal nicht funktioniert, als ich gegen dich kämpfen wollte. Jetzt hoffe ich, dass wir das mal zustande bekommen. Wieso funktioniert denn das nicht? Betrachten. Ein Leichnam in weißer Rüstung. Wieso funktioniert denn das nicht? Eigentlich müsste das funktionieren. Hä? Ein Leichnam in einer weißen Rüstung. Ich habe jetzt aber eigentlich gedacht, ich wollte den mal herausfordern, damit wir mehr Essenzen haben. Und ich habe gedacht, mit unserem verbesserten Traumnagel könnte das eigentlich funktionieren. Aber wie es aussieht, will das nicht. Ach Mann, schade. Dann würde ich sagen, dann kommen wir auch da an, wieder zu einem späteren Zeitpunkt. Dann wäre unser nächstes Reiseziel nämlich schon einmal ins entfernte Dorf. Ich glaube, mit dem können wir am besten... Ja, entfernte Dorf. Ich glaube, da kommen wir am besten an. Und zwar wollte ich jetzt gegen unser Ebenbild, das mal dort gestanden ist und ich mich also als 31 Grad raus versucht, würde ich jetzt eigentlich gerne mal gegen den kämpfen. Oder mal versuchen, gegen den zu kämpfen. Dann finden wir uns jetzt mal wieder im entfernten Dorf. Aber ich habe da nämlich auch noch einen kleinen Plan, den ich gerne machen würde. Bin ich da eigentlich schon mal drinnen gewesen? Hallo? Bin ich da schon mal drinnen gewesen? Ah, ja, da bin ich schon mal drinnen gewesen. Alles klar. Hat sich die Frage schon geklärt. Aber da unten habe ich ja nochmal eins. Jetzt ist die Frage, bin ich da schon mal drinnen gewesen? Wenn ich schon gerade da bin, kann ich nochmal schon angüchseln. Aber ich glaube es irgendwie schon. Okay. Dann haben wir das ja auch schon gerade geklärt. So, dann kommen aber noch ein paar andere Sachen auf mich zu. Und zwar wollte ich da jetzt einmal komplett runter. Und zwar hat es dann noch... bin ich jetzt da richtig? Nein, ich wollte einmal noch auf die andere Seite. Und zwar... Nein, da bin ich da nicht richtig. Okay. Dann ist das nicht das, was ich gemeint habe. Weil ich habe auch noch mal einen kleinen Plan für ein paar andere Sachen. Ich habe mich halt jetzt ein bisschen erkunden, weil langsam wird es wirklich schwierig, weitere Wege zu finden. Und darum habe ich gedacht, ich tue mich da halt ein bisschen erkunden. So, dann müssten wir unsere kleine Strecke voran bewegen, zu unserer Quelle führen. Weppa, wo bist jetzt du hergekommen? Die habe ich gar nicht gesehen. Ich muss eigentlich komplett rauf, nicht da hinten. Außer da kommt man auch irgendwie durch. Ich verwechsel jetzt immer meine... Nur weil du plötzlich voll auf der Freundin umgeben bist, solltest du nicht glauben, du wärst in meinem Geist willkommen. Raus, raus, raus. Okay, in dem Fall. Schön. Dann gehe ich wieder. Der hat uns ja versucht auffressen, darum ignorieren wir jetzt die einfach. Ah! Gegen die zwei ist schon kein Problem, aber das andere Münsterli kommt mir wieder im Weg und auf das habe ich jetzt gar keine Lust. Aber durch unsere Spinneli bin ich guter Hoffnung, dass die dem Eis auf den Deckel hauen. So. Oh, klappt. Haben wir jetzt schon für einen kurzen Moment konzentrieren. Weil die habe ich wirklich nicht gern. Die sind auch wirklich schwierig zu besiegen eigentlich. Ah, jetzt spuckt er genau. Komm. Ah! Einfach unnötiger Tod. So ein richtig unnötiger Tod. Da fühle ich lieber noch mal schnell mein Leben an. Jetzt habe ich doch gemeint, mein eigenes Spinneli ist wieder ein Gegner. Ah, ich muss das anders machen. So geht das besser. So. Hey, ich habe dich doch getüpft. WTF? Ich nehme da gerade momentan ziemlich gröberen Schaden die ganze Zeit. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich da oben. Okay, dann müsste ich jetzt einmal da
Wieso komme ich da nicht durch? Hä? Wieso komme ich dort nicht durch? Bin ich gerade veräppelt? Nein, ich muss da durch. Da drauf bitte. Jetzt aber. Ah! Mühsame Ecke, mühsame Ecke. Da hinten sieht es aus als... Nein, geht nicht. Okay. So. Einmal da rüber. Wir kommen der ganzen Sache schon mal näher. Ach, das ist wie ein richtiges Labyrinth hier. Den ganzen Weg wieder zurückgehen. Aufpassen, Stacheln. Jetzt habe ich schon gemeint, ich gehe da wieder in Stacheln rein. Das wäre jetzt sowas von ziemlich unnötig gewesen wieder. Und dann auf geht's. Einmal komplett durch. So. Da können wir da... Okay, nein. Hat nur danach ausgesehen. Nein, nicht schon wieder so einen. Wo muss ich denn durch? Ja, ich muss glaube ich an dem vorbei oder abwärts. Kann ich da auch ab, unten durch, nicht dass da plötzlich Stacheln am Boden sind. Nein, das funktioniert auch gut. Okay. Da haben wir trotzdem wieder so ein Löli, aber über den kann ich wegkumpen. Okay. Versuche mich da jetzt irgendwie durchzuschleichen. Aber eindeutig nicht da durch. So, ich glaube, so kommen wir gut vorwärts. Nice. Ja, wir kommen der ganzen Sache schon mal ziemlich näher. Da freue ich mich doch. Da freue ich mich doch. Freude herrscht. Freude herrscht. So. Jetzt muss ich aber trotzdem noch ein gutes Stückchen vorankommen. Da durch geht eindeutig nicht. Das wollte ich mir nicht antun. Dann einmal da durch. Wo bin ich da? Nein, wirklich noch das komplette Gebiet durch. So. Kommt gut, kommt gut. Jetzt kommen wir der ganzen Sache schon mal näher. Und zwar muss ich jetzt da abwärts. Hoppa! Mit euch hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber am besten fühle ich mal kurz mein Leben an. Ich will sogar überlegen, ob ich... Hoppa! Ob ich jetzt... Hä, wo kommst jetzt du her? So, ich bin gerade zum Überlegen, ob ich mich wirklich schnell zu der heißen Quelle wage, bevor ich irgendetwas anderes mache. Ich weiss gar nicht, wenn ich jetzt dort ankomme wieder. Ah. Nein, da durch komme ich nicht, da muss ich doch unten durch. Das ist auch wieder so labyrinth-technisch. Okay. Nice. Und dann ab zu der heißen Quelle. Also ich nenne die jetzt einmal so. Ich finde das schön gemütlich. Einmal badeln. So, dann können wir nämlich unsere Seele komplett auffüllen. Einmal abspeichern und dann machen wir uns auf zu unserem eigenen Ich. Also so hat es ausgesehen. Ich weiss nicht, was wirklich dort auf uns warten könnte. Oder ob überhaupt ein Bosskampf auf uns wartet, das weiss ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber darum wollte ich jetzt unbedingt nochmal dort hin, um das herauszufinden. Hä? Nein, da kommen wir nicht durch. Ich muss hier oben durch. Okay. Okay. Wieso ist das alles so verzwickt da? Ich kann es auch übertreiben. Ich kann es wirklich auch übertreiben. So. Hä? Ach, Jägeli. Ich mag mich gar nicht mehr daran erinnern, dass der Weg so durcheinander war da. Aber ich hoffe, es lohnt sich am Schluss. Da ist nichts, da ist nichts. So. So. Jetzt muss ich schnell güchseln. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen runtergehen. Dann sollte das Ganze eigentlich gut kommen. Jawohl, ich glaube, so sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. So. Und genau da. Und da ist die Tür zugegangen, auch schon beim letzten Mal. Und oben steht so ein Hologramm von uns, würde ich jetzt mal sagen, oder? Keine Ahnung. WTF? Okay, es ist doch ein Bosskampf. Hä? Komm, Spinneli, greifen gerade mal an. WTF? Nosk. Nosk heisst's. Gut. WTF? Oh, unser Schild hat uns gerade ein bisschen das Viertel gerettet. Hä? Und das rennt jetzt die ganze Zeit umeinander.
Okay. Okay. Etwa. 3 Leben haben wir noch. Okay, okay. Jetzt wird es ein bisschen mühsamer. Ich versuche mein Leben mal nachzufüllen. Gut. Oh. Nein, und jetzt kommt es genau auf den Grind rauf. Hä? Nein, und ich komme genau rein. Ich nuddle. Aber wenigstens weiss ich jetzt, was auf uns da unten wartet. Gut zu wissen. Das heisst für mich, ich nehme da schon mal den Geoschwarm raus. Und jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich einfach den langen Nagel ersetze oder anderen, aber das bringt eigentlich auch nicht mehr viel. Die Frage ist, was unterstützt uns jetzt in dem Kampf rein? Was unterstützt uns jetzt in dem Kampf? Ich würde fast schon sagen, unser Wappen des Verteidigers. Und zwar kann man ja die ganze Zeit durch den durchsliden. Also durch den Gegner. Nosk hat er, glaube ich, geheissen. Und mit unserer Stinkwolke sollten wir ja jederzeit eigentlich die ganze Zeit Schaden machen. Und ich mich jetzt hauptsächlich darauf fokussieren, die ganze Zeit auszuweichen. Ihm wirklich nur im absoluten Notfall eins auf den Deckel hauen. Und den Rest meine Insekten machen lassen. Meine Spinneli, meine Stinkwolken und meine Dornen von der Qual im Notfall. Und dann sollte das eigentlich gut kommen. Ich muss da oben durch, glaube ich. Und wenn ich mir den Weg auswendig einmerke, könnte man dann sogar unseren Kompass rausnehmen, wenn es jetzt nicht klappen würde. Weil den Gegner würde ich jetzt gerne besiegen. Mich wundert jetzt wirklich, was da los ist. Oder was das genau für eine Gestalt ist, dass sie mich eigentlich imitiert und gleich ausgesehen hat. Und plötzlich sieht sie aus wie eine richtige Spinne. Eine Spinne, ja. Ganz leicht gesagt. Hey, das ist wirklich so verzwickt da. Das ist eine rechte Strecke, die man hinter sich legen muss. Aber wenigstens hat man schon praktisch Ruhe von Monster oder sonst irgendetwas. Also man kann wirklich bei der Quelle seine Seelen auffüllen, kann direkt runter. Jetzt ist halt die Frage, ob ich am Anfang wirklich gerade mal alles reinheize noch Zauber. Und uns dann wirklich erst heilen, sobald wir... Ah, da geht ein Weg nach dem anderen zu. Komm. Oh, der lebt schon! Wieso lebt denn der schon? Also, wir müssen uns aufs Ausweichen konzentrieren. Hey, ich bin doch durch ihn durchgeslidet. Okay. Okay. Wir haben keinen... Es ist jetzt dumm gelaufen, aber ich kann nicht erwarten, dass wir so schnell wieder im Kampf drin sind. Hallo? Aber was wir sicher mal rausnehmen, steht da. Die können wir rausnehmen und jetzt ist halt die Frage. Nein, weil den habe ich nämlich gar nicht mit dabei, weil dann nehme ich noch den Dornen der Qual mit. Jetzt haben wir Wappen des Verteidigers, Dornen der Qual und Traumschild. Und einen langen Nagel. Jetzt ist halt die Frage, den langen Nagel könnte ich eigentlich praktisch gesehen auch da lassen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme da nicht grossartig zum Kampf und dann nehmen wir ausnahmsweise den scharfen Schatten mit. Jetzt machen wir durchgehend nur Passivschaden, würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt versuche ich allein mit dem Passivschaden eigentlich den Gegner zu besiegen. Ich glaube, das ist eine gute Vorgehensweise. Und die probieren wir jetzt auch aus, weil das ist jetzt bin ich blöd gestorben. Jetzt gerade zweimal wieder blöd gestorben. Das kann es ja nicht sein. So. So. So schnell gemütlich drüber hüpfen und tada, da sind wir. Und der Rest ist ja eigentlich alles labyrinthmäßig oben. Okay. Das sollte ja eigentlich gut machbar sein. Und auffilmbar. Dann hoffe ich, dass wir jetzt mit unserem Schatten, jetzt weiss ich wenigstens, es tut direkt wieder anfangen, den Kampf, sobald ich reingehe. Also das Wichtigste ist sicher mal meinen Schatten direkt einsammeln, dass wir nicht 10.000 Geo verlieren. Und die ganze Tour durchsliden. Der Rest macht unser Schild und unsere Spinneli. Und unsere Stinkwolken, blöd gesagt. Also ich versuche jetzt das mal wirklich nicht grossartig in den Kampf hineinzugehen. Sondern hauptsächlich ausweichen. Mich wundert es, ob die Strategie funktioniert, weil auch Zauberwirken funktioniert nicht. Weil sobald ich einen Zauber wirke, bis dann greift er schon wieder an.
Also ist er schon wieder bei mir. Es ist wirklich ein bisschen strange. Aber ich würde sagen, bei dem Anlauf bringen wir das an. Ich kann jetzt vor jetzt besiegen und das machen wir jetzt auch. Da kommt er nämlich schon. Ja. Okay. So, und jetzt machen wir nämlich durchgehend Schaden mit unseren Fähigkeiten. Nice, dann kann man ja schön ausweichen. Nice. Ah, und jetzt tut er die ganze Zeit so... Hä? Ah, jetzt kommt es gerade nochmal. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Die bleiben jetzt ein bisschen am Boden. Okay. Ah, jetzt macht das gerade nochmal. Dann fühle ich mir da schnell das Leben an. Okay. Okay, ah, das war ein dummer Treffer. Was macht er jetzt? Ah, jetzt soll das wieder einsetzen. Ah, jetzt bin ich halt da drin. Nice, aber ich glaube, wir machen so guten Schaden, so plus minus. Ah, jetzt bin ich halt da wieder reingelaufen. Ah, das ist genau in mich drin. Gerade nochmal. Hey, jetzt werden wir einfach die ganze Zeit von dummen Sachen getroffen. Ah, haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft und ich bin gestorben in dieser Zeit. WTF! Wir haben es geschafft, aber ich bin gestorben in dieser Zeit. Was soll das? Zählt jetzt der Kampf als gewonnen oder nicht? Wisst ihr was? Das Ganze erfahren wir doch in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst Runde Hollow Knight mit dem Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Wenn ja, einen Daumen nach oben nicht vergessen und einen Kommentar. Wenn ihr das Abo, wenn ihr so lieb wäret. Dann wünsche ich euch allen einen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, was auch immer ihr jetzt gerade macht. Danke vielmals und ciao.